Wenn wir an den Museen Highlights präsentieren, sind das oft seltene Sachen, bemerkenswerte Sachen, einzigartige Sachen. Und mein Coup de cœur haut aus sich gut nicht von den Sachen, das weder selten noch bemerkenswert noch einzigartig. Ich schwätze nicht haut ganz einfach von Würfeln. Wenn ihr den Emmenager besicht, könnt ihr Würfeln bei uns auf Zooplätze finden. An der galerischer Sektion, mehr auch an der Sektion über Staatsarchäologie, wo ihr dann Würfeln aus dem Spätmittelalter findet. Das zu sagen, Würfeln sind ziemlich gängig. Es finden sie an der Archäologie ganz oft darum. Sie sind also gut nicht einzigartig. Mir ich fand sie faszinant, weil es finden sie überall an auf allen Zeiten. Die älteste bekannt, die wir haben, die sind die 4500, 5000 Jahre alt. Und die älteste bekannt sind aus so Plätzen aus Schottland und aus dem Iran. Und das stimmt auch übernehmen mit anderen Spieler, die noch finden. An Ägypten 3000 vor Christus oder schon Plateauspieler, und auch Sachen wie die Milchen zum Beispiel finden seit ob manst 3500 Jahre. Das Spielen göttelt seit ganz lang. Von dem wird man biselo wissen. Und das ist das Problem von der Archäologie. Natürlich die Sachen, die für immer verschwunden sind. Die ganz ersten Würfeln waren nicht unbedingt wie die wir heute haben. Sie stammen aus von Knüscheln, die für Wahrsageritualen Gebrauch wurden. Das war ganz eng mit Religion verbunden. Und die ganz einfach Knüscheln wurden los zu Würfeln, an denen man als Punkten auf den Seiten geritzt hat. Das waren dann vierseitige Würfeln. Und ganz schnell können den auf die sechsseitigen Würfeln, die wir heute kennen. Die Repliken, die wir haben, geben sich für verschiedene Zeiten ohne Problem passen. Ganz einfach, weil der Unterschied zwischen den Würfeln auch stilistisch gesehen nicht ganz groß ist. Egal ob die chinesische Würfel, griechische Würfel oder römische Würfel am Grab hat, der Unterschied ist weder von der Form noch von Materialien ganz verschieden. Und das ist schon eine Sache. Wenn wir von Geschichte schwätzen wir ganz oft von den neuen Sachen, von Sachen, die sich verändert haben. Aber wir schwätzen nicht genug von den Sachen, die sich gar nicht ändern. Und der Würfel ist dafür ein faszinantes Beispiel. Was Würfel selber, sie entwickeln sich ganz schnell zu der Form, die ich hier habe. Und zwar, wie gesagt, sechsseitig, mit den Punkten, die genauso disposiert sind, wie wir sie hier haben. Es hätte könnten bei der 3 zum Beispiel als Dreieck zeichnen. Aber nee, sie sind an einer Linie gezeichnet. Weil die noch ganz schnell findet, ganz frei, dass die Seiten, die vis-à-vis haben, 12 von den Punkten als 7. Zum Beispiel hier oder 6 auf einer Seite und 1 auf der anderen. Das finden die modernen Würfel auch und das ist auch schon seit ob manst der Antiquität so, ob manst seit der Griechen und der Römer. Da den überhaupt Punkten hat auf denen Würfeln und nicht Ziffern seht schon viel. Weil die Würfel stammen aus einer Zeit, wo die Schrift wohl noch nicht gauf. Wenn ich Schottland holen als Beispiel, die ersten Würfeln, wir sind noch am vollen Neolithikum an der Jungsteinzeit. Schrift gibt nicht, werdet noch nicht gehen an der Region bis 3000 Jahre mehr spät. Das heißt, an dem, wann Römer an England und nach Schottland kommen. Und auch wenn et Würfeln da gehen op Plätze, wo die Schrift gibt, sieht keiner, dass die Schrift überhaupt weit verbreitet ist. Und Punkten zu haben, da erwarte ich nicht von euch, dass ihr dann das Schreibsystem kennt. Wenn ich einen modernen holen, ganz modern als Plastik, da hat Ziffern drauf. Aber das ist, weil wir halt eben darüber gewinnt sind, wir kennen als Ziffern, das war früher nicht unbedingt der Fall, aber wie gesagt, heinz du gehört die Schrift jungen.
das ist dieselbechte Grund, wieso wir auch leider ganz wenig Regeln und Spielregeln haben für Würfeln. Ganz viele Regeln, die wir heute haben, sind zwar schon alt, waren wahrscheinlich schon an den älteren Zeiten, wie das Mittelalter, wie das Altertum gebraucht. Aber richtig Quellen von den Spielern haben wir nicht. Weil auch wenn es Schrift gab, ich denke immer Dreimer, war die Schrift nicht unbedingt verbreitet und die Regeln waren mündlich. Die Leute haben sie gekannt, sind sich so weitergebracht an zu schreiben war nicht nützlich. Auch wenn die Leute eventuell schreiben konnten. Was tun sicher aus, weil die Schrift war nicht immer so viel verbreitet wie heute ist das. Größt von den Würfeln aus meistens, von allen Würfeln aus meistens ziemlich klein, wenn ihr den heute hält. Den aus wie gesagt, modern als Plastik an aus wenn ihr guckt bei den als Schank eben viel mehr groß. Das Material bedingt ein Schank ist nicht endlos dick. Kennt den zwar Würfelmann aus verschiedenen Stecker, aber die meisten dann so an den heute ist zu groß. Es gibt da diese wirklich winzig klein. Das erklärt auch wahrscheinlich, wieso die Archäologen auch einfach rumfanden, die werden so klein, dass sie vielleicht auch oft verloren hat. Und ich so das schon, sie waren gängig, die Würfeln, ganz populär, so dass die meisten Leute hatten Würfeln mit sich an der Posch, an der Tasche, für dann zu spielen, wenn sie Freizeit hatten. Genauso wie wir also an unserer Posch ein kleines Buch mitholen oder am Smartphone spielen, Würfel spielen werden, Freizeitaktivität von den Leuten. Und es war ganz einfach, auch mit sich zu schlafen, kann den überall spielen, es friert nicht viel. Die braucht nicht mehr, die braucht gar nichts, kann auch unter dem Boden spielen, und die hat der Würfeln. Und da geht die Zeit mich schnell um. Und das ist ein zweiter Grund, wieso ich dann die Würfel so interessant fand, weil sie sich nicht viel ändern, aber auch weil sie uns weisen, dass die Leute von früher nicht ernst waren. Wir stellen uns immer gerne die Leute von der Geschichte als ganz ernst von uns, weil sie eine Moral hatten, weil sie eine Lebensartweise hatten. Aber schließlich waren die Leute so wie mir, sie haben gerne gelacht, sie haben sich gerne beschäftigt, sie haben gerne gespielt. Sie waren vielleicht aber nicht besser wie mir, weil wir den auch rümpfen, das ist ja viel mehr selten, aber es gibt aber ein Rutsch von Beispielen, dass sie Würfeln, die gedurcht sind, für zu fuddeln. Kleine Anekdote, das ist ziemlich nah von uns, weil das in einer gallorömischen Villa zu Abbe, das ist bei Arel. Und da haben sie an einer römischen Villa also einen Würfel gefunden, der war teilweise hohl, und an dem Hohlraum war ein Drops Quacksilber. Und das ist da gedurcht, für dass der Würfel auf enger Platz eben mehr schwer ist, und dass er besser auf der Seite fällt, die ihn auch gerne will. Und wenn dir in nächster Zeit an einem Musee gibt, wäre bei uns natürlich anders, guckt ein bisschen mehr auf den kleinen Beispiele, auf den kleinen Objekten, die vielleicht nicht so viel als Highlight präsentiert, die vielleicht der Guide selber mal nicht guckt, aber die aber dann von meinem Standpunkt wie Fall ganz interessant sind. So, ich hoffe, das war interessant für euch, und ich sehe euch vielleicht nächstes Jahr für ein neues Coup de Cœur.